Vorsicht, das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. So, grüß dich zurück. Nach Absturz Nummer 2. Es freut mich heute schon wieder. Ich sag's euch, Bethesda muss sich für Starfield einiges einfallen lassen. Weil sonst bin ich als einer, der eigentlich Bethesda-Spiele liebt, weg. Weil das ist nicht nur außerhalb. Weil das liegt mittlerweile ein bisschen außerhalb meines Verständnisses. Alles was recht gut und schön ist. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Und so wurde Nick wieder repariert. Genau. Ich habe vielleicht 7 Mods installiert mit so wenig Speicherplatz, oder beziehungsweise mit so klar wie die Mods sind. Aber offen und ehrlich gesagt, es interessiert bald nimmer. Okay. Jetzt frage ich mich nur, wie ich das jetzt machen soll, ohne dass das Arschloch-Spiel wieder anstürzt. Kein Begräbnis. Au! Ich hätte sie noch mit einer Paarrüstung da aber war gescheiter klein. Alter. Ja, wenn es nicht anders geht. Nimm das. Kurz einen Blick. Speichern. Au! Au! Drecksau! Was hast du noch so drauf? Nicht anstürzen. Was das? Gute Nacht. Leck. Speichern. Und jetzt die Gule ausrahmen. Verwendet alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit benutzt. Das können wir später mal nutzen. Aber wirklich nur in aller knopfsten Momenten. Okay. Wir hätten es einmal so weit geschafft. Das ist ein Martyrium, aber du wirst lachen. Das ist mir auf der Xbox auch schon angestürzt. Genau an derselben Stelle. Genau da tauchen nämlich, ich glaube 4 oder 5 wirklich harte Gule auf, so wie du jetzt gesehen hast. Da hat man es auch schon angestürzt. Keine Ahnung wieso oder warum. Ich meine, nicht nur, dass die Bildraten in Köln runtergeht, aber was der wie verheerend. Ich will eigentlich... Warte mal. Ist das... Da ist sie. Da ist die kleine Maus. Psycho. So, ich bin abergläubisch. Bei 2 Abstürze reichen wir innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde. Entschuldigung. So, aber wie gesagt, Bethesda muss mit Starfield liefern. Und das sage ich jetzt nicht zur Gaudi, das meine ich vollkommen ernst. Da kenne ich nix. Sie müssen abliefern. Dieser Aufzug führt zum exklusiven Teil des Hotels. Du solltest dich freuen, dass sie dich überhaupt reinlassen.
dir. Der Aufzug ist da vorne. Okay. Wenn du das so willst, dann nehmen wir uns da einen Alkohol mit. Weißt du was? Wir werden uns... Ich hätte so die Power-Rüstungsteile ablegen. Ich Vollidiot. Ich Beschissener. Wir werden uns... Wieso hat sie jetzt da die Kapuzen nicht auf? Ah, da ist sie. Wie schaut es jetzt mit unseren Werten aus? Die werden wahrscheinlich unter ihr... Oh, da. Gut. Und somit sollten wir alle Sprachaufgaben oder Herausforderungen meistern. Pearl, hallo, hallo, Miststück, bescheuerter NPC. So. Genug des Ärgerns. Diese Open-World-Rollenspiele von Bethesda sind ein Wahnsinn. Aber die sind so schrecklich programmiert. Das ist ein Wahnsinn. Hoppala. Du musst mit Maxwell sprechen. Geh schon vor und aktiviere dort die Steuerkonsole. Ja, jetzt quäl mich nicht, du Riesel, sonst hau ich die blau. Also da ist die Bank im Weg drum. Ich denk mir gerade, was ist denn jetzt los? Ushanka braucht man nicht, aber das Feuerzeug können wir mitnehmen. Die 2 Sicherungen, die 10 Kronkorken. Was in diese Waschmaschine nicht als Platz hat und in diesen Trocknen. Gut. Warte, ich tue das wieder weg. Das haben wir auch schon auseinandergenommen. Metalleimer und Pümpel. Und somit war so klar. Guten Tag. Willkommen in Vault 118, Ihrem Heim in der Ferne und unter der Erde. Sind Sie der angeforderte Detektiv? Ja, ich bin der Detektiv. Oh, Gott sei Dank. Lassen Sie mich die Tür für Sie öffnen. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Hey, Weißt du was? Schau her mal. Ich weiß, wir könnten einiges noch tragen, aber das soll er mitnehmen jetzt da. Ich mag nicht mehr. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Die kann er noch nehmen. Weil diese großen Waffen, die Harpunen, die brauchen so irrsinnig lang, bis geladen sind und ja, du weißt ja, das ist... Aha. Der Laden hier wurde soeben etwas interessanter. Yep. Du wirst merken, wir sind mit dem Outfit relativ übermächtig. Schau her mal, jetzt sage ich dir das. Hui! Nun, es war an der Zeit, dass die Polizei jemanden schickt, um der Sache nachzugehen. Wir haben viele wichtige Gäste, die sehr besorgt sind. was ist passiert? Wer ist gestorben? Mr. Parker,
der Besitzer und Geldgeber des Hotels. Eine Katastrophe. Sie sind wieder am Klingt Tatort. nach Ärger. Wissen Sie nicht, dass Sie die Beweise vernichten? Sie sollten besser mitkommen. Ich kehre an meine Arbeitsstation zurück. Sie können hier Dinge mitnehmen. Jetzt gehen wir mal an den Tatort. Was zum Teufel machst du da eigentlich? Das ist ein Tatort. Siehst du das nicht? Diese Pracht, diese Kunstfertigkeit. Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Entschuldigung, Ezra, du hast dich selbst übertroffen. Das ist ein Meisterstück. In seinem Tod liegt mehr Emotion als im gesamten Leben der meisten Menschen. Unser Freund ist tot, Avida. Was ist mit deinem Anstand? Ich sage doch nur, dass er den Anstand hatte, mit einem Knall abzutreten. Es gibt wenn nichts ich dürfte. Schlimmeres als einen langweiligen Tod. Das ist wenn das ich für um dich? Ihre Aufmerksamkeit Du bist bitten echt dürfte. krank. Ich erhebe meine Stimme nur ungern. Aber der Detektiv ist hier und wird sofort die Ermittlungen aufnehmen. Bitte bleiben Sie in Ihren Zimmern, bis der Detektiv sich den Tatort angesehen und mit Ihnen gesprochen hat. Abgeschlossen. Folge. Schütze und diene. Suchen Sie am Tatort nach Hinweisen. Und wenn Sie bereit sind, können wir darüber reden. Sie können auch die Gäste befragen. Allerdings hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Okay. Beschuldigen Sie also nur jemanden, wenn Sie handfeste Beweise haben. Okay. Da mochte jemand wohl keine Robohirne. Zumindest das hier nicht. Na, Der Hirnbehälter wurde wohl eingeschlagen. Madame, du bist so fetzenschlau. Ist das Blut? So. Bingo. Aha. Ein Baseballschläger. Was macht der denn hier? Rote Farbe? Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das war. Oder wer wo war's? Bierflasche? Voila. Da sind Sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas? Gäste sind Roboter. Eure Gäste sind Roboter? Keine Roboter. Nicht so ganz. Ich glaube, der richtige Begriff lautet Robohirn. Vor dem Krieg beschlossen die Gäste, ihre Gehirne in Roboterrümpfe zu legen, bis alles vorbei ist. Gibt es sonst noch etwas? Ich habe die Mordwaffe gefunden. Oh nein, das ist der Schläger aus Mr. McKinneys Film. Ist er vielleicht auch involviert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas tun würde. Gibt es sonst noch etwas? Erzähl mir was über das Opfer. Mr. Ezra Parker war der Eigentümer und Finanzier des Hotels. Er hatte weltweit Erfahrung im Management von Investitionsprojekten. Er hatte die Idee, unsere wichtigsten Gäste zu Investoren für den Vault-Teil des Hotels zu machen. Er hat mit Vault-Tech gearbeitet, um beim Bau ihre gesamten Vorgaben erfüllen zu können. Gibt es sonst noch etwas? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich schätze, Sie sollten herausfinden, wie er gestorben ist. Prüfen Sie dann, wer die Mittel dazu und ein Motiv hatte. Haben Sie genug Beweise gefunden, müssen Sie den Mörder stellen. Gibt es sonst noch etwas? Egal. Ich bin hier, falls Sie mich brauchen. Okay. So, jetzt werden wir uns einmal schauen mit die Aufgaben. Braindead Investigate. Okay. Wir werden uns jetzt mal überall umschauen, wo es nur geht. Toll.
Also wenn wir das mitnehmen, sind wir dran wie Meier sei Dackel. Okay. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Na gut. Der will nicht mit uns reden. So hast du es getan, hm? Er hatte etwas Besseres verdient. Hältst du mich für dumm? Ich habe gemerkt, wie er dich angesehen hat. Willst du etwa sagen, da war nichts? So war das nicht. Wir waren nur Freunde. Er hat mir nur zweimal bei Problemen geholfen. Ich kann doch nicht wie ein Trottel zusehen, während er sich an mein bestes Mädchen ranmacht. Aber jetzt haben wir die Polizei am Hals. Was machen wir jetzt? Komm mit mir. Lassen wir diese finstere Stadt hinter uns. Wir könnten morgen schon in Buenos Aires sein. Oh, das würde ich nur zu gern glauben. Aber sie werden uns niemals gehen lassen. Dann bringen wir es eben hier zu Ende. Ich habe für jeden von uns eine Waffe. Nein, 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 nein. Der Text lautet, dann bringen wir es eben hier zu Ende. 2 liegen zusammen und für jeden eine Kugel. Ach, verdammt. Warum kann ich mir die Stelle nie merken? Vergiss es. Ich kann das jetzt nicht mehr. Na gut, dann gehe ich zum Strand. Hallo? Wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Gedanken zum Fall. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz klar Santiago. Er sieht sich immer wieder den Tatort an. Habt ihr einen Baseballschläger gefunden? Ich habe deinen Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er dorthin gekommen ist? Oh, wir haben nur eine Szene geprobt. Keine Sorge. Egal. Okay. Sag mir, wie ich helfen kann. Du hast mich in Vault 114 gefunden. Gibt es echt mehr als 100 dieser Dinger? Mei. Nick, bitte. So ein kleines Hirscherl, unser Nick. Super. Mensch, da war so viel zum Fladern herinnen. Naja, gut. Okay, jetzt schauen wir noch einen Santiago. Der müsste ja auch da irgendwo mal dumm schlawenzeln. Aha. Na,